Milch könnt von der Kei, das weißt du schon darin. Wie kennst du da von der Coke bis an den Tetrapack? Mehr ist die Frau gestaltet und der Milchbauer Guy Feider hat uns das erklärt. Wir haben samstags Neues extra Friedewecker gestaltet und haben aus dem Alldach begleitet. Der Guy Feider als Milchbauer zu Eilering. Hier hat uns die Möglichkeit gegeben, einen Abblick an den Alltag von seinem Beruf zu kriegen. Wir wollten von ihm wissen, wie weit er sich für diesen Beruf entschieden hat. Ich bin Bauer gehen, weil ich an einer Bauernfamilie geboren gesehen habe. Wir sind hier an der 13. Generation, das geht also schon ziemlich lang. Sind 1600 an die 30, bis nicht mehr genau. Ich bin schon ganz frei gespürt, dass das etwas wäre für mich. Wir sind groß gehen als Kanner hier im Bauernhof. Und es war für mich evident, dass ich jeden Tag den Hof überholen. Wir waren zu 5 Kanner. Ich habe nach 4 Schwestern. Das hat sich so ergeben und das hat mir noch nie leid getan. Das Schöne ist, dass mit den lebenden Tieren umzugehen, mit Pflanzen an der freien Natur zu sehen, mit Boden zu schaffen, Futter zu machen, Besten rundherum sich zu haben. Das ist das Schönste um Beruf. Die Kei gibt Moje an neues Gestrach und die Prozedur ist du immer dieselbe. Sie kommen dafür eng oder andere an den extra Stall. Als erstes kriegen sie die Mamen desinfiziert und der Bauer streicht ein bisschen Milch von Hand. Für Streichen muss man ein bisschen rausstreichen, aber da ist ein schwarzer Fond. Die weiße Milch lebt über den schwarzen Fond. Da kontrolliert den, ob die Milch gut ist. Dann wird der Streichapparat auf die Mame gesagt und da wird die Milch aufgepumpelt. Wenn die Maschine fertig ist, fällt sie automatisch auch hoch. Wir haben 5 sind noch fertig. Wenn sie fertig sind, dann muss man mit Desinfektionsmittel Namen desinfizieren. Nach dem Streichen gehen die Kei an ihre Stall zurück. Der Milchbauer den hat ja Winter- und Sommersaison. In der Wintersaison sind die Besten alle Guren am Stall. Die Besten müssen gefüttert gehen, müssen gestracht gehen, müssen noch ihnen geguckt gehen, müssen gebotzt gehen, müssen Milch rausholen, neue Strehe ran. Die ganze Winter ist da ziemlich viel Arbeit. Wir haben 200 Besten, die wir alle müssen versorgen, noch Sonntags, auch Christtag und Samstags. An der Sommer sind natürlich Besten dabei, an den Wiesen. Dann ist am Stall Mann zu dem, da muss man Futter machen. Wir haben 120, 125 Hektar Fläche. Die gehen dann durch für als Vieh zu füttern, ganz Jahr. Hier ist ein Hehal. Wir haben eine große Halle, wo wir den ganzen Sommer als Futter machen. Wir meinen, das Gras feiern nicht halb drischen ran mit einem großen Unhänger, für das wir Futter haben für die Wand zu füttern. Das ist frei, also ist die Halle quasi eitel. Mit den Hirsch dann ist eben ganz voll für Futter genug für die Wand. Hier ist ein Ventilator, das ist ein dicker Ventilator. Was machen wir mit dem? Wir bloßen Luft durch Tee, für es fertig zu drehen. Wir holen als Tee halb drehen ran, es wird den einen Tag gemäht, den anderen Tag rangefeuert. Und die Lüfter, die bläst dann die Luft durch Tee, für es fertig zu drehen. Ja, wir holen uns immer zweimal am Jahr ein paar Tage. Da freue ich mit meiner Frau ein paar Tage fort. Als Mädchen, die kümmern sich dann um Besten und schon auch Nebenstadt, dem nice hilft natürlich. Ja. Ein Traktor ist ganz wichtig und die Idee geht nicht viel. Als Streichmaschine ist entscheidend, die Streichmaschine kriegt kein Milch an den Tank. Also es gibt eine Reihe, es ist ein Hekran da, wenn die brauchen wir auch all Tag, weil wir müssen Futter rausholen und das geht auch nicht mit der Hand. Es sind also eine Reihe Maschinen, die unbedingt muss hören. Ja, als Milch wird schon am Tank gesammelt. Luxley kann das Milch sichern. Die Milch wird verschafft, auch von der Molkerei, geht dann an die Geschäfte, für das die Leute diese kaufen noch können kriegen. Ja, da gibt es schon neue Entwicklungen. Es gibt in der Zwischenzeit auch laktosefrei Milch. Es gibt auch an der Molkerei eine Methode für Milch besser verträglich zu machen. Vegan sein, jeder darf sich ernähren, wie er will. Die spielt auch eine Rolle, sie hält auch zu. Wir gehen aber relativ gelassen da, weil das natürliche Produkt ist noch immer das allerbeste. Milchbauern stehen unter ökonomischem Druck. Sie müssen aufpassen, dass sie ihre Kosten bezahlt kriegen. All da kommen Rechnungen, die müssen bezahlt gehen. Und Milch wird echt da nicht gut bezahlt, das muss ich so sagen. Also Herausforderungen haben wir all da. Das wird man wieder zu denen, das mit den Umständen zu denen, das Besten, alles was lebendig ist, verändert sich all da. Die Challenge ist dran, dass ich erstens Kosten muss decken. Wir haben einen harten Beruf. Lebensmittel machen nach 10% aus vom
de Kachen, die en normale Sto huet fir ze lewen an von denen 10% sind natürlich eng Reisuen, die sind nedig fir Molkerei am Hai am Fall vun der Mëllech fir déi ze verschaffen, die Leiit die durchschaffe kri noch eng Pei, so dats de Bauer ganz endlich gonne soviel krit den Herausforderung ass déi fir Kachen am Griff zu hunn, wer den Betrieb sich muss oppassen, fir dat de noch Jo de no an Jo de noch nach dem Geschäft an ass.